Einen ganzen Acker voller Sumpfkraut. Schau, da ist er. Da kann ich ja sammeln wie ein Blöder. Weg das. Den nehme ich noch mit. Das los ich die. Aus Anstand. Ja, warte mal. Ist das da eine Arena, ha? Sehr gut. Wer hat denn da was zum Sagen, ha? Ich bin nämlich der Champion der Arena. Mamuk. Schau, da ist er. Schaut aus wie ein Gefängnis, ha? Sagst du mal, habt ihr vielleicht eine Rune? Das war ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Falls die nochmal nach Lago müssen, dann kann ich mal wieder fliegen. Wie läuft das Geschäft? Sanfte Grüße, mein Freund. Wie kann Sibur Narra dir helfen? Dem Wissenden, dem Finder unter den Suchenden. Alles klar? Alles bestens. Die Sonne ist warm und der Sand ist trocken. Das Leben könnte nicht schöner sein. Willst du was kaufen? Der gute Sibur hat so allerlei anzubieten. Hast du was geraucht? Sag doch nicht sowas. Sieh es als bewusstseinserweiternde Meditation. Du glaubst gar nicht, wie alles auf einmal so einfach ist. Die Bedeutung des Kleinen im Großen, das Große im Kleinen. Hast du? Ja. Willst du was? Es ist wirklich gutes Zeug, o sinnverfremdender Freund. Ich habe vor deinem Haus eine Bootswerft gesehen. Baust du auch Boote? Nein, nein, das ist mir viel zu anstrengend geworden. Ich ziehe mir lieber noch etwas Kraut rein und baue im Kopf. Letztens war ich so dicht. Ich habe ein wirklich geniales Boot geträumt. Das musste ich direkt aufzeichnen. Kann ich die Zeichnung haben? Hey Mann, das ist meine Erfindung. Die gebe ich nicht so einfach her. Kann ich dich irgendwie überreden? Also ich hätte da eine Idee. Bring mir 5 Felle von weißen Wölfen. Ich glaube, die gibt's in Nordmar. Du willst mich verarschen. Fälle? In der Wüste? Und dann noch aus Nordmar? Klar, Mann. Du hast ja keine Ahnung. Schon mal nackt auf einem Fell gelegen und einen geraubt? Musst du echt mal machen. Das ist wie Fliegen. Ich probiere gerade viele Fälle durch. Das von weißen Wölfen fehlt mir noch. Sind wir im Geschäft? Ich bring dir die Fälle. Aber wehe, ich bekomme die Zeichnung nicht. Hey, entspann dich. Hier, rauch erst mal einen. Der alte Sibur hält, was er verspricht. Vertrau mir, o Sohn des Misstrauens. Was ist so los in Lago? Seit Rasul hier ist, wächst das Kraut überall. Ansonsten sprich mit Fabio, aber sei vorsichtig mit ihm. Er ist wirklich unentspannt. Ja gut, dieser Sibur ist hackedicht. Und jetzt muss ich irgendwann mal nach Nordmar, um Felle zu holen. Von weißen Wölfen. Fabio. Ist das Fabio, ha? Er schaut zumindest wichtig aus. Das ist er. Was willst du hier? Hast du dich verlaufen? Nur Sklaven oder plündernde Nomaden kommen hierher. Und wie ein Sklave siehst du nicht gerade aus. Sancho schickt mich. Ach ja? Und was will der fette Sack? Er will wissen, wo sein Gold bleibt. Hast du schon mal einen Blick in den Stollen geworfen?
Was ist passiert? Die Nomaden haben alle Sklaven mitgenommen. Und ohne Sklaven gibt's auch kein Gold. Ich werde es ihm ausrichten. Ja, mach das. Er kann ja selber zur Spitzhacke greifen, wenn er sein Gold will. Und du? Was machst du in diesem Nest? Ich? Ich bin hier der Boss. Gut. Meine Jungs sind nicht gerade die Elite des Landes. Ich habe ein paar Wachen, einen Ork und einen ständig dichten Gladiator. Aber hier wächst verdammt nochmal das beste Sumpfkraut in der gesamten Wüste. Und ich habe einen Gärtner. Hat Zuben einen Gärtner? Oder König Robar? Wohl nicht. Alles klar. Habt ihr hier so etwas wie eine Arena? Klar. Wir haben extra eine Grube ausgehoben. Wenn du kämpfen willst, sprichst du mit mir. Ich will in der Arena kämpfen. Gut. Du kannst gegen Grubutz kämpfen. Oder gegen Mamuk. Dann will ich... Nein. Warte. So läuft das nicht. Du wirst erst gegen Mamuk kämpfen. Danach kannst du gegen Grubutz antreten. Lass mich gegen Mamuk kämpfen. Von mir aus gerne. Aber ich frage mich, ob Mamuk das überhaupt noch schafft. Seit Rasul das Kraut anbaut, ist er ständig dicht. Naja, ein paar Schläge werden ihm nicht schaden. Sieh mal zu, dass du ihn in die Arena kriegst. Okay, ich schau mal. Gegen wen ich kämpfe, ist mir im Grunde wurscht, gell? Ich hau's alle um. Das war mal nicht der Typ, der davon hat. Mamuk. Wir beide kämpfen jetzt eine Runde in der Arena. Was? Arena? Sag mal, wollen wir nicht lieber einen rauchen? Hm? Du hast schon genug geraucht. Hey, bleib ruhig, Vater der Hektik. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Mann, du warst noch nie richtig breit, was? Vater der Abstinenz. Wenn du nicht in die Arena willst, prügeln wir uns halt hier. Ist ja schon gut. Ich komme ja mit. Immer dieser Stress. Genau, Kumpel. Oh, wieder. Den hau ich jetzt die Hucke voll. Und dann wird den ausrauben. Auf das kann er sich gleich mal einstellen. Pass auf. Jetzt mal speichern. Schau dir den Typ mal. Mit 2 Schwertern. Aber das macht nichts. Ich habe ein Paladin-Schwert. Zeig mir, was du kannst. Ah, da liegt er schon wieder. Hey, hey. Schau dem nicht an. Aber da steht kein Problem da, gell? Ein Hieb noch. Und das war's. Das war Mamuk. Gegengift. Nimm mal mit. Und seine Messer braucht er nimmer. Jetzt nimmer. Ja gut. Jetzt kann mir der Typ gleich den anderen sagen. Den ersten habe ich umgehauen. So, du hast also Mamuk aufs Maul gehauen. Warte mal. Hast du eigentlich für den Kampf bezahlt? Naja, nein. Ach, verdammt. Ich vergesse das immer wieder. Kein Wunder, dass sie mich in dieses Kaff gesteckt haben. Das passiert mir nicht nochmal. Ich will gegen Grubutz kämpfen. Hey, dieser Ork ist unser Gast. Ich habe eine Menge bezahlt, damit er hier bleibt. Also, falls du ihn tatsächlich besiegst, wird mich das noch mehr kosten. Und das bezahlst du. Heißt das etwa, ich kann ja nichts gewinnen? Nein, natürlich kannst du was gewinnen. Du bekommst ein ganzes Paket voller gutem Sumpfkraut. Ich will gegen Grubutz antreten. Gut, aber du wirst es mit ihm selber ausmachen. Und denk daran, ich brauche den Kern noch. Ja gut, keine Sorge. Denken alle gerade ein paar, gell? Da klangt das schon. Grubutz, das war der Ork da hinten. Ja, der wird sich freuen. Lass uns in der Arena kämpfen. Willst du das wirklich, Morra? Ich habe dafür bezahlt. Du bezahlst, damit ich dich verhaue? So viel Dummheit muss bestraft werden. Lass uns kämpfen. Ho ho.
Das ist scheinbar extra für uns beeilt, ha? Pass auf. Jetzt mal ein bisschen Heilung. Ein Liter Schnaps und speichern. Okay, Grubutz. Mach dich bereit. Jetzt komm ich. Bluten tut er wie ein Schwein, gell? Oh, schon wieder, das ganz schön drauf. Ja, passen. Schlag ihn nieder! Aber das war's. Grubutz hat's hinter sich. Hey, Gold. Nimm her mit. Denn schließlich muss ich meine Unkosten wieder reinkriegen. Hol mir gleich mal meine Belohnung ab. Mein Sumpfgrabpaket. Jetzt hätte ich gemeint eine Rune. Leider doch nicht. So viel Glück habe ich halt nicht. Ich habe gegen Grubutz gewonnen. Ah ja, richtig. Da, nimm das Sumpfkrautpaket. Es ist wertvoller, als du vielleicht denkst. Sumpfgrabpaket erhalten. Wie ist die Lage? Wir wurden überfallen. Was glaubst du, wie die Lage ist? Jetzt wieder ruhig? Ja, aber die Ruhe ist trügerisch. Die Nomaden wurden von Shakyar angeführt. Und ich wette, er ist noch irgendwo in der Nähe. Was weißt du über diesen Shakyar? Die Sklaven nennen ihn den Löwen. Manche behaupten, er sei kein Mensch, sondern ein Tiermensch. Ein Druide. Und was glaubst du? Ich habe ihn kämpfen sehen. Und ich sage, er ist ein Räuber. Ja, er hat einen Löwen an seiner Seite. Aber das macht ihn nicht unbesiegbar. Was soll mit Shakyar geschehen? Solange er sich in der Gegend rumtreibt, werden wir keine ruhige Nacht mehr haben. Er soll verschwinden. Möglichst für immer. Bedeutet wohl, ich muss diesen Shakyar erledigen. Und das für alle Zeiten. Das werden wir allerdings alles in der nächsten Folge machen, gell? Beziehungsweise in der nächsten Aufnahme. Jetzt werde ich gerade noch da reinschauen. Was bewachst du hier? Musst du nicht wissen. Ich... Nein, Aber... auf keinen Fall. Da ist scheinbar der Gefangene drin. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Und es schaut aus wie ein Magier, schau hier. Welchen Teil von Nein hast du nicht verstanden? Scheiße. Allerdings komme ich da nicht besonders weit. Aber das macht erst einmal nichts, denn die wird mir jetzt einmal einen Platz suchen zum Pause machen. Und das werde ich wahrscheinlich in Ben Air reinmachen, oder? Die Pause. Pass auf. Fliegen wir mal da um. Dann kann ich noch schnell den Typen Bericht erstatten. Ich war an Lago beim Stollen. Sind die Sklaven noch da? Nein, Lago wurde von Nomaden überfallen und die Sklaven sind weg. Bei Belias zornigem Atem. Jetzt reicht's mir aber langsam. Untote in Bensala, Nomaden in Lago. Anscheinend ist die ganze Welt verrückt geworden. Für diese Nachricht sollte ich dir eigentlich gar nichts zahlen, aber natürlich bekommst du deinen Lohn. Was hast du jetzt vor? Na was wohl? Wir besetzen den Stollen wieder. Du hast doch nach Arbeit geschrien. Geh zu Vasco. Er soll dir ein paar Sklaven freistellen, aber nicht gerade die besten. Untote in Bensala? Du hast noch nichts von den auferstandenen Leichen gehört? Nichts von den Rastlosen und Verfluchten? Lass dich davon nicht ablenken. Hier gibt es für dich mehr als genug zu tun.
Bleibe einfach hier und halte dich fern von Bensala. Ja gut, um das ganze Zeug werden wir uns allerdings erst das nächste Mal kümmern. Wir brauchen einen Schlafplatz. Pass auf. Ich werde mal drauf gehen. Sag das. Und da erinnert, werde ich Pause machen. Ach so, warte mal. Weil wir gerade da sind. Weg das. Eine normale Truhe. Pass auf, ich stelle mir jetzt da ins Eck eine. Und dann geht beim nächsten Mal genau da weiter. Bis dann und Servus.